Ich soll doch kurz noch mal daran erinnern, wie das vor 10 Jahren war. Also die Nummer, die man damals, war ja schwer, so vor 100.000 Leuten, ne? Da ist das ja hier so ein kleines Sälchen, ganz schön. Singen damit, wie sagt man es mit einfachen Worten, dass auch die Kinder das verstehen. Da habe ich mir gedacht, es muss ja einer schuld sein. Alles, ne? Die Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Misere und dass der Steuerberater immer sagt und, ne? Wenn er auswendig lernt, ist es ja weg, aber sonst, ne, da muss ja einer schuld sein. Und ich habe immer gesagt, früher, habe ich immer gesagt, nee, einer muss es ja sein. Ne? Und das war ja der Ausländer, damals schon, ne? Auch heute bei manchen Gebieten, ja noch ist es der Ausländer an allem schuld. Ne? An der CDU, an der SPD, an den ganzen Filz ist immer der Ausländer schuld. Jetzt sagt der Ausländer eines Tages, gut, wenn ihr uns hier nicht mehr haben wollt, dann sind wir eben fort. Nee, macht euer anderes Leben. Ist der Ausländer weg? Nee, was machen wir jetzt? Einer muss es ja schuld sein. Ne? Ausländer weg, Probleme immer noch da. So ja ein paar ganz erhebliche dazu. Wer ist es denn jetzt? Ne? Hab ich gesagt, der Behinderte. Der Behinderte ist an allem schuld. Ne? An der Arbeitslosigkeit, an der Wohnungsnot, an der Parkplatznot, ne? Die ganzen Behindertenparkplätze. Da kommt der deutsche Arbeiter abends erschöpft von der Arbeit, ne? Fährt um den Block 10-mal, findet keinen Parkplatz, aber der Behinderte hat einen. Man kann auch den Behinderten keinen Parkplatz geben, wenn man selber keinen hat. Ne? Also just, der Behinderte, bin ich auch fort. Der macht ein anderes Leben. Was machen wir jetzt? Ne? Behinderte fort, Probleme immer noch da. Ne? Einer muss es ja sein. Ne? Aber wer? Wer ist an allem schuld? Der Briefträger. Der Briefträger ist an allem schuld. Ne? Ist ja klar, alles Schlechte kommt vom Briefträger. Todesanteil, Mahnbescheide, Rechnungen, Knöllchen. Der Überbringer ist immer auch Täter. Ne? So Briefträger, das ist auch eine ganz andere Kultur. Die passen doch ja nicht hin. Ne? Die sind doch von Natur aus ja nicht vorgesehen. Man merkt doch, der Hund, der bellt ja, wenn der kommt. Ne? Das ist ein ganz anderer Kulturkreis, den kriegen Sie ja nicht integriert. Ne? Gucken Sie mal, wenn die Briefträger morgens losziehen da mit ihren komischen Säcken und blauen Karren, das sind doch Nomaden. Die ziehen doch umher, die passen doch ja nicht hier hin. Ne? Und wissen Sie, warum die Briefträger, ich habe ja gehört, die Briefträger, ne? Die pinkeln sie ja in die Büsche. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe das gehört. Ich habe es ja gehört. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe es gehört, die scheißen auf dem Bürgersteig. Habe ich selber nicht gesehen, aber ich habe gehört, der Briefträger soll, ich meine, ist ja klar, das kann nicht alles von den Hunden sein. Man ist ja auch klar, wenn die den ganzen Tag unterwegs sind, dass die auch mal müssen. Habe ich ja Verständnis dafür. Aber dann muss doch dann auch die verstehen, dass dann der Bürger sagt, dass das so nicht geht. Ne? Da muss man mal sehen, warum die das hier machen. Warum macht der Briefträger das denn? Ne? Gehen Sie mal hin und fragen Sie den Briefträger mal, warum die hier sind. Warum die das machen? Das machen die nur wegen dem Geld. Ne? Und da sind auch viele Scheinbriefträger dabei. Ne? Was die alles für Scheine in der Tasche haben, Werbesendungen, da wird ja auch viel Missbrauch mit betrieben. Ne? Und eben, weil da auch Missbrauch mit betrieben wird, deswegen schaffen wir gleich die ganze Post ab. Tschüss zusammen. Pause! Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, dass du Zeit hattest.